Matthäus Kapitel 28. Nach dem Sabbat, wo es taget am Sonntag, kommen Maria von Magdala und die andere Maria ans Grab schauen. Und es gibt ein grosses Erdbeben. Ein Gottesbote nämlich kommt vom Himmel oben runter, geht den Stein wegrollen und sitzt drauf auf. Er leuchtet wie ein Blitz und sein Gewand ist weiss wie Schnee. Die Wachmannschaft schlottert vor Angst und wird wie tot. Der Bote sagt zu den Frauen: «Hebt keine Angst. Ich weiss ja, dass ihr den gekreuzigten Jesus sucht. Da ist er nicht. Er ist wieder lebendig, wie er gesagt hat. Kommt, schaut die Stelle an, wo er gelegen ist. Und geht schnell seinen Jüngern sagen, dass er wieder lebendig sei von den Toten und er euch vorausgeht auf Galiläa. Dort seht ihr ihn wieder. Das habe ich euch auszurichten.» Und sie rennen schnell weg vom Grab, voller Angst und voller Freude, um es seinen Jüngern zu erzählen. Und plötzlich kommt ihnen der Jesus entgegen. «Grüß euch!» Sie gehen zu einem Mann, knündeln runter und langen seine Füße an. Da sagte Jesus zu ihnen: «Hebt keine Angst. Geht meinen Brüdern sagen, sie sollen auf Galiläa. Dort sehen sie mich wieder.» Wo sie noch unterwegs sind, gehen ein paar von der Wache in die Stadt, den Oberpriester alles erzählen, was passiert ist. Die treffen sich mit den Ratsherren und werden rötig, dass den Soldaten genug Geld geben. Sagt seine Jünger, sagen ins Nachstellen, wo er Fuset hebt. Und wenn der Statthalter etwas spannen will, bringt mir es schon bei, macht euch keine Sorgen. Sie nehmen das Geld und machen, wie sie es angewiesen haben. Und so erzählen die Juden die Geschichte bis auf den heutigen Tag. Die 11 Jünger reisen auf Galiläa auf den Berg, wo ihnen der Jesus gesagt hat. Und wo sie ihn sehen, knündeln sie runter, aber ein paar zweifeln. Und der Jesus geht zu ihnen an und sagt: «Der Gott hat mir jede Vollmacht gegeben, im Himmel und auf der Erde. Drum geht und macht all Heiden zu Jünger. Tauft sie im Namen vom Vater und vom Sohn und vom Heiligen Geist. Lehret sie alles halten, was ich euch aufgetragen habe. Und denkt daran, ich bin bei euch, jeden Tag, bis ans Ende dieser Welt.»